Ich all guten schönen no mittech an der weil durch die Occasion als die schön ich auch all Gutes zu wünschen für neue Joster an Fi allem das bisschen Kontext bedenkt, aktualitätsbedingt eng gut Gesundheit. Ich hatte am Nu von der Regierung an der Lächteriert von der Nation den 12. Oktober ugekündigt, dass es wichtig wird, Klimabiergerrot anzuberufen, für über zusätzlich Klimamesuren auch können zu diskutieren. Das Idee beruht am Anfang auf zwei Grundlehren. Die erste Grundlehre ist, dass man spätestens seit dem Rapport auch vom Weltklimarat am August 2021, dass es Fett ist, dass man urgent an undauernd als signifikativ Effort machen, wenn wir überhaupt wollen, Chancen nun die Ziele, die wir als Kind haben, auch können zu erreichen. Ich kann mich erinnern, Pariser Konferenz, wo wir zusammen waren mit Madame Dichburg, die auch, ich kann mich noch erinnern, wo unter dieser Präsidenz auch noch eine wichtige Rolle hat, wo wir als Ziele gehen haben. Aber wenn wir wollen erreichen, sehen wir, dass das, was wir so gedemolst, die Idee tun, nicht wert durchgehen. Das heißt, wir haben schon einen Klima- und Energieplan angeholt. Wir sind uns bewusst, dass wir, wenn wir wollen, das auch alles erreichen, nach zusätzlichen Efforten wirklich nötig wären. Die zweite Grundlehre, die für uns wichtig ist, dafür auch die Bürger Klimarat, ist, dass, wenn wir wollen, zusammen Efforten machen, und dafür wünsche ich eben, assistiert auf den zusammen. Dass wir just können auch zusammen noch viel kommen. Klimafroh ist nämlich auch ein Gesellschaftsfroh, das ist eine Froh, die ganz viele Reperkussionen hat, auf ganz, ganz viele andere Domänen an der Politik. Und es geht am Anfang darum, dass wir heute auch dezidieren, wie eine Welt wir wollen. Wir selber leben, wir für allem auch die nächsten Generationen auch überlassen. Und da brauchen wir an uns nennen als wichtig auch Gesellschaft für zusammen mit Themen und Verhandlungstisch, wenn wir eben über zusätzliche Mesuren wollen diskutieren. Es tut den Heinz dort gefiel nämlich, dass auch eine große Partie von der Population bereit ist, mehr weit zu gehen, wie wir selber Heinz dort gefiel haben, sie wollten gehen. Das heißt, dass eine Bereitschaft von der Population ist, auch nach für andere Mesuren zu holen. Und sie noch da ganz freudig sieht, dass wir hier auch zusammen sind mit der Umweltminister und mit dem Energieminister, weil es hier geht, eben auch seit den Parlament über das Konzept zusammen auch zu schaffen, und dass man eben geguckt hat, wie man das dort machen könnte, wie dass man zusammen mit den Bürgern nicht wissen, wie ganz oft geht, top-bottom, aber das au contraire bottom-up, auch zusammen kann etwas geschehen. Wir haben uns Büros gelost, wir haben mit der Uni auch zusammen geschafft, es sind noch Experienzen, die angeflossen sind. Und wir haben 3 Appelloffren lanciert, für die Selektion der Members, für das Encadrement auch von der Arbeit vom Klimarat und für die Organisationen auch von den Sitzungen von dem Bürgerrat. Heute lancieren wir heimat auch offiziell die erste Etappe, und zwar die von der Selektion von den 100 Members vom Klimabiergerrat. Es handelt sich hier um 60 Effektivmembers und noch 40 Suppleanten, die wir haben, weil wir wissen, dass die eine oder die andere vielleicht nicht immer kann da sein, aber wir wollen aber da einen Zyklus haben, wo wir 60 permanent Leute auch können dabei haben. Und Members gibt noch Kriterien auch ausgesicht, die demografisch am von Realität von Lützeburg auch rumspiegeln. Das heißt, ab 16 Jahren kann ich mitmachen, weil wir für allem auch der Meinung sind, dass es halt nicht etwas sind, wo man die Jungen ausschließen oder weil sie nicht wahlberechtigt wären, nicht eine Meinung dürfen haben. Hey, au contraire, also eben auch wichtig, dass wir Jungleute auch mit abonnieren, weil es geht für allem auch um hier Zukunft. Es geht um also es geht um hier Zukunft. Sie kriegen viel mehr lang zu leben mit den Konsequenzen von den Mesuren, die man nicht holen. Und da ist es auch wichtig, dass Jungleute können mitmachen. Denn Herr Klein von der ILRS wird auch dann nur eben, die auch mit dem Auftrag eben moderiert gehen, als von der Selektion mehr an Detail können abgehen. Was ich noch zu den Konturen von der Partizipation citoyenne als folgendes: Das Sujet vom Klimabiergerrat ist ja am Anfang, wie
Propositionen können sinn für das Lützeburg am Klimakampf méi séier führen können. Jo, et geht drums für on top, weil mir hujo de Plack mir schon Plan wie weit sind wir bereit nach zu goen an dat net vun Ruf, mit dat vun ënnen op. Dat heißt, dass an dat muss ich noch lo können so, dass man ganz viele Propositionen kreen, mit das auch ganz gut mich, dass man ganz wenig Propositionen kreen, dat as eng froh, die mir als Politik net zu dezidieren. Dat ass eben dat wat man wollen hun, dass die 100 Leute zu Summe kommen, an dass die 100 Leute zu summen sich enigen iwwer de Propositionen diese Eis auch wollen machen. An das hun hinnen und de membre vum Klimarot eben dat zu klären, wieviel Propositionen will machen. Si ambitiös, si man ambitiös, mais als Partizipation citoyenne auch der Politik dann noch die Bereitschaft, die von der Population noch könnt zu soumettieren. Das heißt, dass der Klimabiergerot auch für eine Reihe von Mesuren ausschaffen. Die sollen am Anfang den, wenn man das erleben kann, so den gesellschaftlichen Konsens auch am Anfang an der Klimapolitik auch durchstellen. Mesuren sollen Objekt von einem Debat an der Chambre auch dann noch gehen. Da tun wir uns auch schon engagiert beim Etat de la Nation. Und die sollen eben auch dann noch abfließen an den nächsten PNAC, den auch präsentiert wird am Jahr 2023. Das heißt, dass nicht eine Reunion, die können von euch noch geschieht. Egal wie geschieht es. Es können an Chambre, an dann noch an de Pnack, da brauche ich noch dann nur eine Majorité parlamentär, das heißt, dass man da auch die politische Debatte haben. Es wird darüber diskutiert, wird darüber debattiert. Wir werden dann noch hinnen der Brett sind oder auf jeden Fall die sind, die auch die Propositionen, die da aus dem Klimabiergerot werden kommen, auch an dem Plenum wollen diskutieren. Der Klimabiergerot soll Ende Januar aufhängen mit schaffen. Auf 400 Sommervakanz sollen auch schon Konklusionen vorgestellt gehen. Es sind ein ganz Ritsch von Sitzungen, die auch vorgesehen sind, sind Informationsrunden, sind Erbestücher, sind Échangen, sind Debatten, die organisiert gehen. Am Ganzen werden in 15 bis 18 Sitzungen auch teilweise, also organisiert gehen, jeweils virtuell. Wir hoffen auch physisch, dass die auch nicht nur virtuell arbeiten, wir das auch können zusammen gesehen, das auch schon probiert gehen zu organisieren, wo das stattfinden, wie das stattfinden. Aber du hast selbstverständlich auch den Omikron, den am Moment viel Incertitude gibt, über wen die Sachen noch kann organisieren. Es gibt also einen intensiven Exerzice, und es soll ihn auch nicht vergessen, dass für ganz viele von den Leuten, die da partizipieren, das auch nach neben ihrer Arbeit wird dann nach einem Tag supplementär sind. Wir natürlich auch dafür vorgesehen, für die Leute auch eine Kontribution für das Entschädigen. Wir als hier auch orientiert und den Arbeiten von den Schüttern, die Deputierte kriegen an den Arbeiten von den Kommissionssitzungen, das für auch die Arbeit, die der Klimarot auch hat, zu valorisieren, weil auch ein Apport ist zu der Arbeit von den Diskussionen von den möglichen Pisten, die dann auch an den politischen Debat auch kommen. Für uns sind Informationsrunden, die auch werden verdächtig organisiert, die für justement dem Klimabiergerot auch zu ermöglichen, beste Kenntnisse von der Materie an auch vom Enjeu zu schaffen, weil wir ja opmerke für den Publikum, das ist auch der But. Ich hatte ein bisschen provokativ schon in einem Interview gesagt, der But ist nicht, dass wir auf der einen Seite Blanche Weber sitzen und auf der anderen Seite René Vinquin, das nicht dafür gedurcht, pardon für die zwei Leute, wenn ich das zitieren, aber das gedurcht, dass wir Leute haben, Bürger haben, die auch die Société repräsentieren von der Gesellschaft, von den Leuten, die auch bereit sind, da mitzumachen. Ihr wisst, dass ein Ritsch von einer Gremie schon ging. Da ging es da schon bei der Madame Dischburg ein Ritsch, wo zum Beispiel Sozialpartner auch rund um den Tisch sitzen, gehen ein Ritsch von Gremien an den Herr Thürm. Es wird auch schon Exercice gemacht, wo auch mal die Bürger geguckt wird, beim Aménagement du Territoire, auch Mesuren auszuschaffen. Für uns als den Debüt wirklich für das sehen, die Reunion sollte den 29. Januar auch aufhängen. An weiter Details zu den Sessionen werden wir auch an den nächsten Tag präsentieren können. Für uns als
lo nach wirklich ein Appell und Leid für wollen hier Kandidatur bei der TNS Ilres auch zu stellen an eventuell auch do ausgewählt zu geben. Wir haben du raus aus dem Schwa wir haben am Anfang wir lancieren haut wann der erlauben kann zu so Debüt als wir lancieren haut als 3 Membre von dieser Regierung die Initiativ TNS Ilres wird erklären wie de Schwa auch von der Leute gemerket an den Erbechte sie mir auch net do für die Leute so wat raus kommen oder für die mat zu diktieren oder für wat Präsen zu sehen. Der Büt als wirklich dass eine Dynamik auch stattfindet an dem Gruppe von denen 100 Leute, dass sie zu Summe kommen, dass sie die Propositionen machen, die man dann noch auch werden am Regierungsrat tun, für dann noch auch eben der Chambre können zu präsentieren, an den Exerzice zu machen, für eben zu gesehen, sie mir mehr Frile als Regierung wie Bierger. Erstens, Frau, die ich muss stellen. Zweitens, wie weit sind wir bereit zu gehen? Und drittens, wenn wir etwas machen, dass wir es auch zusammen machen. Den zusammen als von der Faktor Klee für die Réussite an dieser ganzen Klimafrage. Wir kriegen keinen Erfolg, wenn wir die Leute just imposieren, ohne mit ihnen zu diskutieren, ohne sie mitzuholen, ohne sie zu responsabilisieren, an ihnen auch ein Teil von der Verantwortung gehen, an dem sie als mitdelen, mir sie bereit, mal durch den Weg zu gehen. Voilà, ich so nicht schmerz für die Aufmerksamkeit, gehen direkt an den Madame Dischbusch fort, und Madame Dischbusch wird dann noch mehr Türme gehen, und dann werden die dann fort kriegen, für die Dealrats vorzustellen. Vielmals merci, Herr Premierminister, liebe Xavier Bettel, liebe Claude Turmes, dass wir ein großes Fried, dass wir können zu 3 diesen Klimabiergerrot lancieren, weil es wirklich das neue Element wird, das komplettiert, wird doch schon en place ist, und von dieser Regierung an den letzten 2 Jahren en place gesagt, hinaus und auf die einzelnen Elemente von der Lissabonner Klimapolitik wollte ich da noch kurz angehen. Ich will erlaubt mir aber Ihre Schlungen an den Detail davon gehen. Ich alle Guten, die Damen und Herren, von der Presse, wo auch dabei sind, ganz glücklich, auf final gesunden Jahr zu wünschen, schwingen, dass jeder von uns druckelieren ist, dass wir wirklich neben der Krise, an der wir haut Dave drastechen mit einer Omikron-Variante, dass wir eben auch das heutige Thema, den Klimaschutz, nicht vergessen. Und das haben wir in den letzten Jahren an dieser Regierung nicht gemacht. Wir haben als gesetzlichen Kader geschaffen, Klimagesetz mit konkreten Zielen. Und wir haben als Institutionen geschaffen, die uns auf dem Weg begleiten und heute das Lancement vom Klimabiergerrot, den annonciert wurde, an der zu laufenden Nation, also eine ganz wichtige Etappe für die Gouvernance, die wir haben, zu erweitern. Vielleicht ganz kurz nach der Klimabiergerrot, den war das seine Aufgaben. Ich meine, der Premier hat das schon zweimal ganz gut gesagt. Es gibt eine intensive Zeit von ungefähr 6 Monaten anvisiert mit einer ganz präziser Frage, wo wir wollen zu konkreten Handlungsoptionen, zu konkreten Mesuren kommen, die wir mehr machen, die wir on top machen zu dem, was wir als Regierung am Kader vom Klimagesetz, was ja den 15. Dezember 2020 durch das Parlament votiert gouf, was en place ist, wo wir so Lützeburg reduziert seine Emissionen bis 2030 um 55%. Das ist nicht nichts, da sind wir an Europa mit bei den Spitzenreiter. Und aber sieht Wissenschaft aus, wir müssten mehr machen. Der letzte Rapport vom Weltklimarot ist ganz klar, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht wollen ratieren, dann ist es wichtig, dass wir an dieser Periode von 10 Jahren, und das ist auch genau die Message, die von Glasgow rausging, zu Glasgow sind wir als international eins gehen, dass wir an diesem Jahrzehnt liefern, wenn die 1,5 Grad Ziel erreicht gehen, und dafür ist die prägnant an die wichtigste Frage, die wir uns müssen stellen, und das ist auch die das Klimabiergerrot genesen soll, präzise soll in der Lupe holen, was machen wir mehr, worauf gibt es gesellschaftliche Konsens für mehr zu machen, wie die 55%, die am Klima- und Energieplan, dem PNEC, heute schon von der Regierung festgehalten wurden, dann komplementieren. Das ist nicht nur eine Demande
von den jungen Leuten, die auch an dieser Pandemie immer weiter geschafft haben, für mehr Klimaschutz, für das Niveau d'Ambition abzusetzen. Das ist eine Demande, die sich ganz klar stellt am Kader von den internationalen Negoziationen. Ich kann nicht sagen, dass nur der Weltklimakonferenz hatte, weil ein Telefonsgespräch, also Skype mit dem Alok Sharma an die erste Frau, die du gestaltet war auf der einen Seite, was mehr mehr an den Ambitionen, wie weit kann Europa, wie weit kann Lützeburg de Message mal rausgehen, dass wir wollen tun, die Ambitionen lo schnell abzuschrauben. Und das ist genau die Frage, mit der sich diese Bierschach-Rot wird beschäftigen. Das Handlungen sollen, wie ich schon gesagt habe, als konkrete Propositionen am besten noch am Sommer der Chambre präsentiert gehen, sollen dann an die Schaffen von unserem Klima- und Energieplan herablesen. Das ist so, die Europäische Union an den Klima- und Energieplan, den wir zu Lützeburg schon, das ist der Klima- und Energieplan 2020 bis 2030. Die Europäische Union, die schafft an 10 Jahreszyklen. Or sind wir uns aber zu Paris eins gehen, und das haben wir dieses Jahr bekräftigt auf der Weltklimakonferenz, dass wenigstens der Urgenz Klimatik, wenigstens da auch wissenschaftlicher Untermauerung, dass man muss schnell handeln, dass man wollen die 5 Jahreszyklen nach mehr an den Vordergrund setzen. Und dafür gilt, wenn wir an der Haltung von unserem Knack, da die wir schaffen, weil die froh an Europa wird abkommen, dass man eben ab 2023 beim Überschaffen vom Energie- und Klimaplan auch das heute soll auflesen. Das ist nicht ein Exerzice für ein Exerzice zu machen, aber vielleicht dann das heute als ein Exerzice mit einem konkreten Resultat macht, visieren, wo ganz klar die mehr und Ambition soll rauskommen. Und da komme ich noch kurz auf den nationalen Kontext zu schwätzen, was wir an den letzten Jahren aufgebaut haben. Im Klimagesetz habe ich just schon erwähnt, und an dem Klimagesetz verankert sind auch die 5 Sektoren, an denen wir schaffen und wo wir auch wollen, am Kader vom Klimabiergerrot darüber diskutieren, was können wir mehr machen am Bereich Mobilität, Konstruktion, Industrie, Ökonomie, Landwirtschaft, aber eben auch Auffall auf Wasser. Das sind die Sektoren, wo wir heute schon schaffen, wo heute über den Klima- und Energieplan ganz konkret Mesuren schon dran sind. An dem Plan gehen die Mesuren beschrieben und froh ist, wo können wir als Gesellschaft, wo können Bürger zusammen mit der Politik, zusammen mit allen Sektoren mehr auf den Tisch legen. Und dann ist es doch so, ja, hier sollen Bürger gezielt drankommen. Über das Klimagesetz haben wir einen wissenschaftlichen Observatoire, die soll natürlich auch mit diesem Klima-Biergerrot können schwätzen, der wissenschaftlichen Klimaobservatoire von Lützeburg, die letztes Jahr auf der Klima-Expo inoffiziell lanciert, den hat losing echt Sitzung an letzten Jahres, also die können doch richtig und schaffen, und die begleiten wissenschaftlich, dem seine Aufgabe ist, wissenschaftlich zu begleiten, was zu Lützeburg am Kader vom Energie- und Klimaplan umgesetzt wird. Und die sollen natürlich auch heute, die Institutionen, die sollen natürlich das Wissen auflesen lassen, an das wird auch die Bürger da werden erschaffen. Und dann haben wir eine Klimaplattform. An der Klimaplattform, das ist das, wo die organisiert ONGen, wo die organisiert Akteuren aus der Ökonomie, aber auch noch Sozialpartner, Gemengen, zusammen mit Vertretern von der Regierung zusammen schaffen. Das ist das Gremium, den das permanent über das Klimagesetz festgehalten. Und das ist eben ganz wichtig, dafür meine ich, dass ich klar die Aufgabe von den verschiedenen Gremien differenziert. Und es ist auch gesagt, das ist komplementär, weil es soll auch zwischen den Gremien geschwärzt gehen. Und das letzte Gremium, den es heute zuletzt beschützt, das ist die interministerielle Koordination, das ist ein Komitee interministeriell vom Klima, die begleitet die national, aber auch international Klimapolitiken, für das wir immer in einer Kohärenz sind. Was für mich persönlich schon noch ein wichtiger Aspekt ist, und das gibt die letzten, auf den ich wollte, damit ich angehen, ganz wichtig für den Klimabiergerrot oder für das Resultat gut sind,
an der Tummer auch aus dem Prozess von Luxemburg in Transition, op den de Claude Turmes werd agoen geléiert das, dass die Leute, die an die Klimabiergerrot kommen, an die Kernexperte sind, einfach alle Guten dieselbechte Wissenstand kreien. Und das ist eine Aufgabe, die werden mir am Minister zu Summe mit den Experten und mit der Wissenschaft überholen, weil es immens wichtig ist. Wir werden nicht, dass jeder ein Expert ist für Klimaschutz. Wir werden das an dem Biergerrot wirklich eine groß breite Beteiligung von allen möglichen Akteuren aus. Und da wollen wir natürlich am Anfang umsetzen, für zu garantieren, dass möglichst gut am Anfang formiert wird, informiert wird, für das alle Menschen an dem Klimabiergerrot dieselbe Kenntnisstand hat, an dieselbe Ausgangsposition. Da ist, ich meine, das empowert Leute auch immens, wenn sie am Anfang wirklich alles nach ein Jahr abgelöst kriegen, werdet geht, wird man im Kader vom Energie- und Klimaplan machen, aber eben auch, wie eine Mesure nicht heuer Lützeburg schon alles gehen, für das kein Double Emploi gemerkt wird, dass wirklich der Fokus kann sein, ob was machen wir mehr heu zu Lützeburg. Und das soll dann noch helfen, dass am Idealfall eben die Propositionen auch können, an die wir schaffen von dem Klima- und Energieplan rankommen. Das als von den Rollen, die wir eben haben, dass wir die Leute wissen, wie das heute zu Lützeburg gemerkt wird, mit auf den Weg gehen. Und da vielleicht ein letzter Punkt. Natürlich haben wir neben all den institutionellen Gremien, wenn wir nicht vergessen, wir lehren natürlich neben dem Luxemburg in Transition auch von dem, was an den letzten Jahren heute zu Lützeburg zum Beispiel über die Assemblée Klimatik schon über die Bürger rankommen, sondern auch das wissen an den Government-Meetingen an den letzten Wochen, auch das wissen soll an diesem Prozess mal dran, weil es gouf immens viel wertvoll Arbeit gemacht, auch von Seite von ONGs. Und das soll natürlich immer auch an diesem Prozess valorisiert gehen und mit ablesen. Und damit will ich merci, sondern ich ging weitergehen und der Claude Turmes. Vielmals merci, liebe Premierminister, liebe Umweltminister. Ich kann heute als Energieminister, wo ich auch hergekommen bin, bei euch das Nächste so, weil Carol hat gesagt, wir haben einen Pneck, und mit dem Biergerot probieren wir darüber rauszukommen. Ich will mich heute limitieren und meine Rolle als Landesplanungsminister an eben noch kurz die Schnittstelle, die wir haben zwischen dem Biergerot, den am Kader vom Luxemburg in Transition, das letzte schon gelaufen, also wie wir das rüberbringen, als Basis an den heutigen neuen Klima-Biergerot. Mir steht für ein enger gewaltiger voraus, also Transformation weltweiten Niveau an. Lützeburg als von den fossilsten Ökonomien auf der Welt, mit einem extrem hohen pro Cap. Wir müssen die Transition organisieren. Weil wir nicht alle Antworten haben, auch zum Beispiel im Bereich von der Landesplanung, haben wir einen internationalen Prozess lanciert, mit 10 Equipen am Anfang, Luna 4, den heißt Luxemburg in Transition, für eben zu wissen, was sind die territorialen Aspekte von einer Ökonomie Zero Carbon. Wo wohnen wir, wie wohnen wir, Mobilität, wo machen wir erneuerbare Energien, wie bringen wir Nahrungsmittel nur bei. Und alles das mit einer extremer Verringerung von der Versicherung vom Boden, denn wir brauchen den Boden für Biodiversität und wir brauchen den Boden für Überschwemmung. Das alles die Reisung vom Luxemburg in Transition. Aber wenn wir den Exerzice schon lanciert haben, war mir klar, so eine massive Transformation von der Gesellschaft, die muss man mit den Bürgern organisieren. Und dann haben wir ein Bürgerkomitee abgerufen, kann ich so ein kleines Modell von dem, was der Xavier Lohmer da zusammen möchte. Wir hatten 30 Bürger, die während ein ganzes Jahr zusammen geschafft haben. Und die hatten eigentlich, kann ich so zwei Funktionen. Sie waren der Sparringspartner, an den Gesprächspartner von den internationalen Equipen, die hier ganz kreativ Vorschläge machen, wie neu baut, Mobilität neu plant und so weiter und so weiter. Das war hier eine Rolle. Und die zweite Rolle war eben, für uns zu helfen, was das hier wie als Bürger, ob
den Urbanismus, Landesplanung, an wie sie uns können helfen, an unserem neuen Programmdirektor de l'Aménagement du Territoire, den wir am März, April probieren an den Regierungsrat zu bringen, an den dann den neuen Programm ist, die letzte war 2003. Das ist ein Programm, den all 20 Jahre geschrieben wird an einen Horizont, das 2035 und 2050. Und die Bürger, das war immens flott zu sehen, die Begeisterung, den Ersatz, die sind quasi all bei der Stern blieben. Ich meine, wir haben 5 oder 6 verloren, von denen 30 sie haben hier das Resultat auch produziert. Und das Resultat, das wird man den 18. Januar kriegen, statt überreicht. Und wir gucken, ob da noch ein paar andere Minister können mit dabei sein. Und die Bürger sind ja mittlerweile über den Exerzice einen gewissen Personenressource. Und sie werden auch, und ich meine, das war wir die letzte Woche gesprochen, sie werden auch als Personenressource an dem neuen Bürger Klimarat auch zur Verfügung stellen. An Eisen Klimarat, den hat auch eine Partikularität, mir hatte 5 Wissenschaftler gefragt, Lützeburger, die heute in Lützeburg leben oder im Ausland, für den Prozess wissenschaftlich zu begleiten. Und das kennt ihr so immens gut, weil ich meine, der Raphael Kies von der Uni Lützeburg hat uns mitgeholfen, den neuen Bürgerrat zu konzipieren. Und den Tommy Klein von ILRES war auch schon an der Begleitung von dem LIT-Bürgerkomitee, sodass das Know-how, wie möchte ich so etwas, dass das für die engagierten Bürger klappt, an den Spengen das Modulo daraus lehren können, an auch für den ganzen Prozess zu optimieren. Wie machen wir den Übergang, also auch ein zeitlich, den 18. Januar als die Übergabe von den Resultaten vom Luxemburgischen Transition Bürgerkomitee, den 20. meine ich eine Pressekonferenz mit denen für die Resultate vorzustellen, und dann haben wir den 29. das Lancement von dem neuen großen Klimakomitee mit 100 Leuten, und dafür spielt das wirklich auch zeitlich richtig Hand an Hand. Und ich war immens froh von den Resultaten, kann ich so von Mengen, also Bürgerkomitee Luxemburg in Transition, und ich freue mich schon, ich meine, Xavier, das gibt Karl, das gibt ein richtig flotten Exerzice, und merci auch für die Initiative, weil wir Bürger müssen abbauen, und ich meine, das gibt richtig spannend und richtig flott die nächsten 6 Monate, und das hilft uns auch dann zu gucken, zu testen, wo ist die Bevölkerung an der Klimafroh, und wie können wir mit ihnen zusammen den Ball noch 4 spielen. Herr Klein. Du kannst auch mehr Punkte. Also für dich mal guten Mittag. Merci, Herr Premierminister, der Minister, Herr Minister. Wir als ILRES sind hochfrisch, heute zu sein, auch immens froh, Teil von diesem flotten Projekt zu sein. Hatten in der Vergangenheit auch schon Chance, eben bei den genannten Projekten dabei zu sein. Es sind am Anfang heute für ein bisschen Eiskontribution zu erklären. War das Eismission, war das Ziel auch von unserer Kontribution? So wie wir es gesehen, und ich meine, da sind wir uns alle eins, als ein Fundament oder ein Grundstein von dem Succès von diesem Klimabürgerrat, also Komposition von diesem. Wir möchten mit, für allem, wiefern reflektiert auch Komposition von diesem Bürgerrat Gesellschaft zu Lützeburg. Gesellschaft mit seinen vielen Meinungen, mit seinen vielen Profilen, mit seinen vielen unterschiedlichen Charakteristiken, mit seinen vielen Kulturen heute zu Lützeburg. Wie kriegen wir es hin, dass eben auch die Auswahl genau das reflektiert, was wir all da in der Gesellschaft observieren? Und da sind es heute 3 Punkte, die ich einfach kurz wollte vorstellen, wie wir am Anfang dieser Ambition umgehen, für das wir können so ein Bürgerkomitee zusammenstellen. Ein nächster Punkt, den ich hier sagen will, ist, dass sich dann natürlich auch methodologisch so breit aufstellen, dass in manst einer großen Majorität an dieser Gesellschaft Chance gibt, sich anzuschreiben. Anders formuliert heißt es darf keine Methode ausgewählt gehen, durch die allein schon eine große Proportion von der Gesellschaft keine Chance hat, sich anzuschreiben. Zum Beispiel, weil sie keine Access an das Internet hätten oder nicht. In diesem Kontext haben wir dann dezidiert, dass wir zum Beispiel einen ersten Approach machen, wo die Leute sich über die Partei am Internet können nachschreiben, den da illustriert sieht am Ekran. Und die Leute können sich aber natürlich auch per Telefon bei uns melden, wo dann eine Person mit ihnen, wenn sie das am Internet nicht machen wollen, mit ihnen ein Questionnaire durchgehen. Aber beide Fälle müssen die Leute ein Questionnaire ausfüllen. Der Questionnaire hilft uns herno, wenn es darum geht, eine Gruppe zusammenzustellen,
die Profiler besser zu verstehen. Wen ist das, den sich da meldet? Wo ist sein Interesse? An dem Questionnaire sind da Fragen zum Beispiel zu den soziodemografischen Elementen, Geschlecht, Alter, Education. Es geht um persönliche Aktivitäten, Engagementer, lokale Strukturen. Es geht auch um persönliche Meinungen, die ich zu gewissen Sujeten habe. Sie wird an der Gesellschaft, sie wird auch schon nach Klimafragen. Und es wird aber vor allem geht es auch um persönliche Fragen, zum Beispiel auch hier Motivation, hier und Deel zu holen. Für was melden sie sich? Was erwarten sie sich auch von diesem Exerzice? Das sind alles Elemente, die wir wissen wollen, die noch an der schwaffenden Leute auch werden ablesen. Trotz dieser methodologisch multidimensioneller Approche kann man sich einfach vorstellen, wie kriegt man es dann noch hin, dass die Auswahl herno auch ein bisschen also repräsentativ ist für als Gesellschaft. Da liegt ja die Ambition dran, und das ist das, was wichtig ist. Weil ein Risiko für so einen generellen Abruf, wie wir ihn ja auch heute machen, ist immer, dass sich nicht mehr die Leute melden, die schon extrem engagiert sind, die heiß interessiert sind an diesem Sujet, die immens auch die Aktualität suivieren, was dieses Sujet betrifft. Natürlich kann ich das Risiko nie ganz ausschließen. Was wir aber dafür dezidiert tun, ist zusätzlich zu diesem Abruf, wo wir intern dezidiert, machen wir nach 2 Approchen dabei, wie wir rekrutieren. Wir werden sowohl über Telefon als auch über diesen Internetpanel einen Zufallsstichprobe generieren, die Leute, die wir werden kontaktieren, und proaktiv eine Partizipation, so wir mal, suggerieren. Ob sie nicht Lust hätten, sich anzuschreiben. Das heißt, wir werden nicht nehmen auf die Leute, dass sie sich melden. Wir werden noch einen zufälligen Stichprobe zeigen, an die Leute kontaktieren, und sie fragen, ob sie Lust hätten, ob man sich für diesen Exerzice anzuschreiben. Der proaktive Kontakt per Telefon, als zum Beispiel etwas, was für die Convention Citoyenne pour le Climat in Frankreich gemacht wurde. Da ist auch ein Echantillon gezugehen per Zufall, und die Leute sind alle per Telefon kontaktiert worden, als sie gut proposiert, hier mitzumachen. Der 19. Januar ist dann der letzte Tag, wo sich Leute nachschreiben sollen, über Telefon, über Internet oder wo wir werden Leute aktiv ausschwätzen oder proaktiv ausschwätzen. Das heißt, den 20. Januar werden wir bei der Elreise eine große Fiche haben. Eine große Fiche mit hoffentlich ganz vielen Inskriptionen, ganz viele Choix, ganz viele Profile, verschiedene Profile. Und da könnt ihr eben die letzte Etappe. Der Choix von den 100 Membern, von denen wir heute schon geschwärzt haben, die Leute, die nur sollen schaffen, die Propose sollen ausschaffen. Den Herr Premierminister hat es schon gesagt, den Choix werden wir machen. Ganz unabhängig vom Minister, ganz unabhängig von allen Akteuren, ganz unabhängig, so wie wir es auch für andere Exerzice gemacht haben. Der Herr Premierminister hat doch schon nur gedeutet, was wichtig ist am Anfang mal für zu notieren, ist, dass wir werden unterscheiden zwischen einem Member effektiv und einem Member suppléant. Für was wir ganz einfach als dezidiert gehen, die Charge de Travail ist immens intensiv. Über 6 Monate, das ist ein intensives Projekt, wo wir auch nicht erwarten können, dass Leute, die schaffen, die man ja auch sichern, wo man nicht erwarten können, dass Leute, man kann da vielleicht doch zu allen Momenten disponibel sein. Wo es dann auch wichtig ist, Leute zu haben, die den ganzen Exerzice suivieren und noch zu gewissen Momenten können aber anspringen. Dafür ist es doch wichtig, zwischen den 2 Missionen können zu unterscheiden. Wie stellen wir dann tatsächlich dann nur den Echantillon zusammen? Noch einmal, die Ambition ist, da nur eine Stichprobe zu haben, die am besten die Repräsentativität oder auch als Gesellschaft rumspielt. Das heißt, dass wir an diesem Echantillon genau die Verdelungen rumfahren, wie wir es auch an dieser Gesellschaft tun. Wir gehen zum Beispiel ganz einfach Beispiele. Ganz einfach Beispiel ist zum Beispiel ein Geschlecht. Wir wissen, zu Lützeburg, die Population ab 16 Jahren besteht zu 50% aus Männern, 50% aus Frauen. Das heißt, allein diese Verdelung muss man auch gucken, dass wir da noch an dieser Stichprobe haben. Dasselbe machen wir zum Beispiel für den Alter, dasselbe machen wir für auch Nationalität für alle, dass wir auch sowohl Lützeburg als auch nicht Lützeburg an dieser Klimabiergerrot vertreten haben. Dasselbe werden wir auch machen, zum Beispiel für den Aktivitätssektor. Wir müssen versichern, dass nicht ein gewisser Aktivitätssektor überrepräsentiert ist, dass ein gewisses Edukationsniveau überrepräsentiert ist. Da ist eben die Ambition für Herrn zu gucken, dass wir alle Meinungen dran haben. Die Uteilen am Questionnaire sind noch persönlich Fragen dran, wo es zu Meinungsfragen geht. Wir müssen noch gucken, dass wir die vielen Meinungen, die als Land ausmachen, was ja immens flott ist, dass wir die auch können so repräsentieren als ein Klimabiergerot, für das den Échange flott geht, für das den Debat lanciert wird und dass unterschiedliche Meinungen zusammenkommen, für dann auch können zu Konklusionen zu kommen. Den Equiliber eben, als das, was der nur wird ausmachen, da wird der Succès auch von dem Biergerot wird ausmachen. Zu dieser Realität zu Lützeburg gehört aber auch, dass wir an der aktiven Bevölkerung auch Frontalien haben. Das heißt, wir werden auch gucken, dass wir einen Anteil von Frontalien an diesem Klimabiergerot repräsentiert tun. Zum Schluss, das was mir wichtig ist, das für uns zu betonen, es wird nie ein Choix gegen eine Person sein. Es wird immer ein Choix sein, es wird immer ein Choix für ein Profil sein,
am Kontext und der Zielsetzung, dass man versichern, einen Echantion zu summen zu stellen, eng Auswahl von 100 Leuten, die bestmöglich Gesellschaft zu Lützburg repräsentieren. Ich so nicht merci. Moyen sind den Auler ich profitiere von dieser Konstellation für zu froh, weil die general aus schon gemacht gin schmeng vom Premierminister an sich das Lützeburger Reiskehr wie an der ganze Klimafroh an Karol Diesbusch wird gesot wir spielen auch eben eng wichtig Rolle an enger großer Welt eben an der ganze froh dat echt froh die nächste schon froh oder okay an die anderen froh die ich für ging stellen dass den die Konferenz citoyenne die no de Gilets jaunes nach Frankreich gouf und noch schon Konklusionen gemacht. Par contre den Edouard Philippe den dem Premierminister de nos engege Konklusionen mat Präferenze bëssen do rausgezogen an zwar nämlich das Franzosen net wählte méi Steuere bezuelen. Riskiert de net no als Konklusionune vu se Biergerrot no da rauspicke, wat eng gefalt fir dann déi Politik ze machen, die segem Elektorat am meeschten Fall bei mir waren 2023. Also wer zwo froh die echt froh ass das net gréesst vum Land, die d'Ambiioen a Klimafroen soll definiieren an das wichtig das allem Land mat mecht. Wir sind an enger Union, wo man ambitiös Ziele hunn or als Union. Ich will just daran erinnern, dass ich Accord de Paris kurz drop eng Visit or China hat, wo der chinesische Präsident no dems Herr Trump gesot huet gift net mat Bank op der Kipp waren op net nach een Dominoeffektiv komme vun andere Länder, die sicher mi großen Impact gehabt hätten, wann ze de net mat gemacht hätten. Das net wenn man mi klang sinn, dass man Männer ambitiös sollten sinn, dofir och mi hunn de Pneck die schon ambitiös ass an eben das Initiativ vier Mathebeger zu gucken, sind wir bereit, nach mehr zu machen. Es geht ja um nach mehr. Sind wir bereit, nach mehr Efforten zu machen, vielleicht auf Sachen noch zu verzichten? Das muss uns bewusst sein, dass vielleicht aus diesem Biergerforum, aus dem Biergerrot auch Mesuren kommen, wo eben als das, was man Standard haut, ist das, dann ob ein Kamur vielleicht andere können sein. Du musst darüber diskutieren können, gucken, ob Bierger vielleicht, das wird wieder so tun, mehr ambitiös sind, sogar wie ein Rutsch von Politikern. Du willst für mich der Reiskehr doch nicht mal China, du viel ich viel mit dem Fett, als da sehen. Wirklich global muss gucken, wann alle Akteure seht, ja, es sind nicht Fischstoffe, muss ich nicht machen, das wäre eine Katastrophe an dem dort sind. Die zweite Frage, die da gestaltet wird, über die Resultate. Wir engagieren als Johai, dass wir nicht Konklusionen ziehen. Wir sind auch nicht die, die Forum Citoyen organisieren, an die da sitzen. Ich will euch daran erinnern, dass in Frankreich Politiker die Moderation gemacht haben. Politiker hat Moderation gemacht. Ganz oft. Und hier halten wir uns ganz heraus. Hier sollen Bürger zusammen sein, die eine Dynamik kreieren, die selber Konklusionen ziehen, die wir dann noch nicht verwässern. Wir haben ein Engagement geholt, was da rauskommt, wird an öffentlicher Sitzung an der Chambre diskutiert. Wir müssen just dann nur die Umsetzung, auch was Sachen sind, die nicht realistisch sind, muss man eine Analyse machen, aber das wird brutto dann nur an der Chambre geliefert, wo du auch eine Chance, wenn sogar die Chamberskommission, das kann sogar eine Möglichkeit sein, dass aus dem Bierger Forum auch eine Chance sogar könnt, mit einer Chamberskommission, für Martin noch eine Chance tun, das sind all die verschiedenen Möglichkeiten, die da sind, mit die Arbeit, die du aus dem Bierger Forum könnt, als nicht für die Katz, und als dann nur nicht so, wie wir es gerne hätten, wie wir es da sollen interpretieren. Das wäre falsch. Hier haben wir uns Dele Depart raus, wir selektionieren keinen, wir halten uns aus den Debatten raus, wir werden auf die Konklusionen, die von den Bürgern selber kommen, wir diskutieren die gerne am Plenum, dann soll man zusammen als die Ambition gehen, dass wenn die Leute ambitiös sind, mehr Ambitionen haben, dass wir als Regierung da nicht Wasser ziehen. Weil zum Beispiel dann der Biergerrot ging so, mir hatte gern, dass Sozialkäsen entkoppelt ging, zum Beispiel von der Promesse de Pension, die 2,5 Arbeitsplätze, neue Arbeitsplatz für Aussatz für Pensionierten. Da könnt ihr nur so, das ist realistisch. Da geht bis wie an der Chambre bei der Petitionsdebat, wo ihr da aber ganz tags die Notregierung oder die Chambre der Petitionäre so eine Idee ist gut, wir können das nicht machen. Wir müssen das Engagement ist ja nicht, dass wir 1 zu 1 die Mesuren umsetzen,
weil Fleisch die oder die auch nicht umsetzbar ist. Der Fakt ist aber, dass wir sollen an Transparenz en public über die verschiedenen Mesuren diskutieren, an de Pro, an de Contra können du debattieren. Mhm. Ja. Vielleicht kann ich noch ganz kleinen Zusatz machen zu der ersten Frage am Reiskehr, weil auch wenn wir als Land vom Territoire sind wir ja klein, aber wenn man guckt mit anderen territorial viel mehr großen, aber bevölkerungsreiche Länder, da kann ich natürlich so ein Lützeburg als ein kleines Land vergleich mit anderen Ländern, wo man nicht so viele Emissionen. Wandere da war hochfreschend op de Kap an das dat wat man auch muss man hochfreschend wie man liewen, dann ist es extrem wichtig, dass auch mir die Ambitionen herabschrauben, weil wir hun einen großen Fußaufdruck, aber jeder so ging liewe wie Lützeburg oder wie die Leute heute zu Lützeburg mit diesem Fußaufdruck, da ging man 6 bis 8 Welten brauchen an nicht eng. Und en plus haben wir uns zu Paris engagiert, als Klimaziele anzuhalten. Und das an unserem eigenen Interesse. Auch für uns Leute, für zum Beispiel Städte, wo man Pollution dran ist, wo man eine bessere Lebensqualität haben, wo man mehr Klima angepasst leben, dass man Klimaneutralität aller spätestens 2050 auch zu Lützeburg umsetzen. Und das haben wir uns viel geholt und schmengen dafür ist es nicht zu gucken, an aufzuwerden, wie man wert. Ich meine, unser Projekt als Regierung war bisweilen immer das, dass wir so zu Lützeburg durch die Kleinteile, die wir haben, können wir eben gerade ein Laboratoire für Klimasolutionen sind. Und das ist auch den Esprit, wo wir an diese Diskussionen rangehen, den Esprit, wie können wir noch mehr schnell besser Klimaschutz heute zu Lützeburg mit den Leuten machen. Wenn die Leute bereit sind. Das ist das, was wir hier machen. Wenn die Leute bereit sind. Moja Jola damit von der Vox. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was die Klimabiergerot soll oder was soll genau rauskommen, weil du alle guten Anfang erklärt, dass wisst, dass man mehr müsste machen, wie das, was man verpflichtet ist zu machen, was man will machen als Land. Wenn wir das wissen, dann wäre es ja relativ einfach zu sagen, okay, dann machen wir noch mehr. Dafür verstehe ich nicht ganz, wieso man einen Klimabiergerot brauchen, den das dann erklärt. Beim Covid zum Beispiel auch nicht, wir machen 6 Monate Biergerot, den es dann sieht, ob man die mehr Schärfmesure will oder nicht, oder dezidiert ja auch Regierung. Also, der wird so verstehen, dass dann von einer Bankrotterklärung von der Regierung aus, dass sie nicht weiß, was sie soll machen, oder wie soll ich das verstehen? Das ich habe hier viel drin gesagt, was wir wollen, dass es Succès gibt, muss man die Bierger mitwählen. Du hast selber den Reproche gemacht, die Regierung dezidiert allein an der Covid-Krise. Du hast den Reproche gemacht. Ich akzeptiere den Reproche. Ich habe eine Responsabilität im Moment, eine Responsabilität sanitär als Regierungschef mit den Kollegen an der Regierung. Wir haben die überholt, wir sind uns bewusst, dass wir froh keinen Applaus, aber wir kriegen die noch nicht. Wir haben die Verantwortung. Wir haben mit dem PNEC die Ambitionen geholt, wo wir geguckt haben, mit den verschiedenen Akteuren, wie wir können zusammen eine Ambition sind, die schon verschiedene Parteien fanden, dass es schon zu weit geht. Hier ist der Fakt, dass wir wollen, mit den Bierger zu diskutieren, weil mir das Gefühl haben, ich kann mich irren. Es kann ganz gut sein, dass die Bierger so, nee, der Tote geht dick durch, wenn er hat. Wir brauchen gut nichts. Mit das auch gut möglich, dass die Bierger so, wir wollen mehr. Und wir sind bereit, das auch zu machen. Wir sind bereit, auf das zu verzichten. Wir sind bereit, halt vielleicht Männer zu kriegen, weil wir bewusst sind, dass wir das nicht machen, wir immer nur viel Männer kriegen. Wir sind bereit, heute zu investieren, weil wir wissen, dass die Rechnung sonst nur viel mehr teuer geht. Und das sind die Sachen, die wir gerne von den Bierger hatten. Das ist kein Bankrotterklärung, weil ich meine, wonach nie eine Regierung so ambitiös bei Klimazielen wie die heute. Das heute ist ja nach on top vis-à-vis vom PNEC, den wir schon gehen haben. Wir haben ja an der Regierung, also wenn ihr guckt, wie ist die Bewegung an den letzten Jahren. Nach 3 Jahren hat Lützeburg ein Ziel 40% Reduktion von CO2-Emissionen bis 2030, wie es in ganz Europa der Fall ist. Dann kommt aber viel Bewegung, unter anderem auch durch das Engagement von jungen Leuten, mit einem Phänomen wie Greta Thunberg,
Et kom auch de kruziale Moment 2020, wo den Pariser Akkor dann endlich auch ufängt an der Hinsicht, wir kommen an eng neue Periode fort vom Kyoto-Protokoll an den Pariser Akkor. Und es war immer Ziel, iwwer die Joren, an der das een von den ganz klaren Ziele am Pariser Akkor, dass in all 5 Jahren die Ambitionen opsetzt. Auch, und dafür hatte ich ein bisschen auf den europäischen Volley auch ugespielt. An Europa hummer, wer das Klimapolitiken ugeht, 10 Jahreszyklen. Das heißt, unser Klima- und Energieplan, den die Regierung aktuell auf den Tisch gelöst hat, an das Klimagesetz, also auf europäische Politik ausgerichtet. Zeitgleich, wo wir Ambitionen, also 15% mehr, 55% Reduktionsziel zu Lützeburg beschlossen und das Gesetz aus der 15.12.2020 votiert, ging an unserer Chamber nur einen Prozess, wo wir ja aber anderthalb Jahre insgesamt diskutiert haben, zu Lützeburg. Lo ist froh, an die geht national wie international Gestalt, weil die Kenntnisse am Bereich von der Wissenschaft immer auch mehr deutlich gehen, was machen wir mehr, als Lützeburg sprett, für am Kader von den 5 Jahreszyklen, die wir als am Pariser Akkor, alle Guten haben wir für die gekämpft, wie wir zu Paris waren, haben wir dafür gekämpft, dass wir so die Urgence ist groß, aber wir hätten gerne 5 Jahreszyklen, wo wir die Ambitionen noch absetzen. Das heißt ein Exerzice, wo eben die Regierung gezielt will, die Bürger ganz frei, weil wir sind das Jahr 2022, also noch ein bisschen vier und dem Exerzice, den wir 23 wollen machen, da wollen wir wirklich die Bürger die Möglichkeit geben, an einem ganz freien Stadion zu so, was können wir da mehr machen wie die 55%, kann ich auch diskutieren, wie viel mehr kann das Ziel sein, welche Mesuren an das als Ziel, das ist wirklich, welche konkrete Mesuren stellen wir als mehr vor, wie all die Mesuren, die heute schon am Klima- und Energieplan sind, da geht es da vielleicht. Ich weiß, dass an Diskussionen, die Claude Turmes und ich hatten, wir hatten eine Konsultation du Public vom Klima- und Energieplan, da kommen immer Leute, die gesagt haben, der muss das noch mehr konkret machen, der muss noch mehr machen. Die Mesuren, die wir am Klima- und Energieplan haben, die sind durchgerechnet, da wissen wir, dass wir das Ziel von den 55% erreichen können. Wir gucken aber permanent gesagt, wir haben aber noch Sachen. Wir haben also den Moment, wo wir eben ein freies Stadium können, der toten Bürger, der toten Frauen, aber wo da noch ein Prozess ergangen könnte. Auch mit einem Debat an der Chamber, weil wir haben ein Parlament, wer der Klimafrohe will, mitschwätzen, wo wir froh sind, wenn Debatten sind. Und eine von den längsten Debatten, die hatten wir, das noch nicht lang hier ist, noch kein 2 Jahre hier, wo wir wirklich 8 Stunden über Klimaschutz an der Chamber debattiert haben. Das ist ein wichtiger, demokratischer Prozess. Aber wenn ihr den nicht wollt machen, dann Xavier Bittelet wird gesagt, top-down, bottom-up. Wir haben also ein Exerzice, wo die Bürger konsultiert gehen an einem freien Stadium, wo wir wissen, dass Lützeburg nicht will, von den Memberstaaten sind, an Europa, das nicht ging so. Man natürlich setzen wir ein Niveau d'Ambition auf, und natürlich können wir auch mehr, dafür haben wir schon 2020 am Klimagesetz draufgeschrieben, auch mindestens 55%, das ist also ein Mindestziel, wenn die Bürger bereit sind, wenn die Gesellschaft den Konsens findet, für mehr zu machen, auch konkret Mesuren proposiert. Ich denke, dass mir die letzte, die nicht ging so, dass du kann an die Verschaffung von dem Pneck mal dran kommen, und dann aus Lützeburg von den 4 Reiter, und da sind wir eben nicht gedriven. Wir dafür als Mensch ein Bürgerkonsultation, ein Bürgerrat, das ist wirklich ein flott Instrument, das doch der Zeit entspricht. Und da gucken wir, was dabei rauskommt. Ja, Isabel Scott für Radio 10,7. Diese Regierung hat hier das Engagement bewiesen, dass sie das Gremium auf B gestattet hat. Ich will gerne wissen, wie viel Herr Premier Dioturi wird die Jeton geschwatzt soll, dass eine finanzielle Kontribution da sind. Welche finanziellen Moyen hat den Klimabiergerrat zur Verfügung? Also der Jeton ist bei 125 €, den Jeton an das ganze Budget, den wir viel gesehen hun am Biergerrat, weil den hast abgedeelt, dann das Jahr schon am Budget als etwas viel gesehen für den Biergerrat. Wir sind uns bewusst mit den Ausschreibungen, dass man da auch, ich werde die genau zu, ich gehe nicht sie da nur, ich kriege sie Lob geschlöscht.
was den Coût total ist. Idem auch für den Expertgruppe, den die Leute begleden soll. Wen hast du, wo ist Komposition oder hast du nach Affaire, wo sind wir da tun? Gut. Das ist rund 1 Million. 1 Million, okay. Und zu den Expertgruppen, die an der Begleitung an dem Prozess dabei sollten sein? Das hat man am Tischbuch für die Runden angekündigt. Ja. Hat das schon gesagt? Ja. Okay, genau. Ja, also ich hätte kurz gesagt, was wir wollen machen, als wir haben auf der einen Seite Experten auf verschiedene Gremien, und wir haben natürlich aber auch Experten Umweltminister und Energieminister, und wir werden natürlich alles, was zum Beispiel, was tun wir schon in der Legislation, was gibt es schon in Mesuren, an die ganze Formation, an den ganzen Input, was tut die Regierung los schon in NRW, das wird natürlich einerseits so abberät gehen, dass die Leute bestmöglichen Start kriegen. Und da soll es ja auch nach Interaktionen gehen mit den anderen Gremien, die ich alle gut genannt habe, wo ohne Experten dran sind. Und dann haben wir doniert eben die ganzen Expertengruppe, und das dann dem großen Budget, den der Premier logistiert wird, den natürlich den ganzen Prozess begleitet. Ich muss in unterscheiden zwischen Prozessbegleitung und aber auch dem inhaltlichen Input, wo natürlich auch Leute, die für uns an den Ministerien sind, natürlich ihren Input auch natürlich zu liefern. Der Bitte ist ja nicht, dass die Experten bei eurer Reunion dabei sind. Den Expert, den hat ganz viel weit, das du nie. Du nie als den Expert, der wegschwärmt den ganzen Prozessus auch dabei ist. Guten Mittag, Kodolashno von der Lano. Wenn du den Site von TNS Ilre solo gucken, den ist auf Französisch, Lützeburg an Englisch, da sind wir froh zu Lützeburg auf welcher Spruch, geht du geschwärzt, wie geht das gemacht? War das du die Experience zum Beispiel von Luxemburg in Transition und war das du für den Klimarot geplant? Also ich meine, ich kann, es war so am Luxemburg in Transition, da hat man Frontalier, wir hatten Leute, die Französisch geschwärzt haben, die auch Englisch geschwärzt haben, und der Modus vivendi war, dass du an deiner Spruch, die du am besten kannst, dass du an der, wenn du selber geschwärzt hast, an der Spruch geschwärzt hast, und dass du aber da passiv die anderen Sprachen verstehen. Ich meine, Herr Klein war dabei, auch als Wissenschaftsbüro, oder vielleicht kannst du ja auch noch kurz so was dein Eindruck davon wäre, an wem man da rüberholen an den neuen. Also natürlich, dass die Sprache vor zu Lützeburg, wenn es um Debat geht, von der Bürgerbewegung geht, immer ganz wichtig, weil man zu Lützeburg ganz verschiedene Sprachen haben und nicht jeder immer alle Sprachen kennt. Natürlich ist das nur immer schwer, kann ich immer so nicht fehlen nach Sprachen, das ist immer schwer. Das war diese Erfahrung ausmischt, sie wird von mir als Ilres Echangen moderiert und sie wird doch am Luxemburg in Transition als diese Erfahrung, dass es für allem wichtig ist, dass sie natürlich gewisse Sprachen viergeht, Moderationen, Debatten, Präsentationen, natürlich geht es in verschiedene Sprachen vier, aber dass in den Leuten her nur der Schwall leist, sich an der Spruch auszudrücken, wie Herr Minister gesagt hat, wie sich am wohlsten fühlt. Für was? Weil ein Échange lebt von Spontanität, ein Échange lebt von Reaktionen. Und die Reaktionen, wenn ich da in einem engen Spruch vier gehe, da limitieren ich das ganz. Wenn ich da aber mir offen bin, also ich mache das Ganze auf 3 Sprachen, das eine, das ist ja rein mit Darschreibung. Der Questionnaire, den du geschwärzt hast, das ist rein mit Darschreibung. Wenn da an Debat geht, dann muss ich gucken, dass in sich natürlich auch aufpasst und die Bevölkerung, die ihr vier findet, die in der Gruppe vier findet, und dass in da ein Moderatoire findet, wo jeder sich natürlich an der Spruch kann ausdrücken, wo sich am wohlsten fühlt, für eben noch die Spontanität können beizuhalten und den Échange und die Dynamik von einem Échange auch können beizubehalten. Den Herr Feist war schon an den Starting-Blocks. Ja, Peter Feist vom Lützeburger Land. Ich hätte es befroren, engerseits zu den Frontalien, nur wegen Schlüssel, mit wegen Hanna-Gedanken, gehen die ausgewählt als Memberin vom Biergerot. Also für allem war es die Überlegung, wenn wir so, wir wollen einen Biergerot zusammenstellen, den die Lützeburgische Gesellschaft repräsentiert war, dann von kein froh für zu so, wenn wir so großen Unteil von Frontalien an einer aktiven Bevölkerung haben, die außen vor zu lassen. Das ist das Decision geholt, dass ihn auch Frontalien mit an diese Biergerot mit dranhält, an Herrn also drängen froh auch, wie gesagt, den Equiliber herzustellen, dass ihr seht, okay, bei der Frontalie guckt nicht dann noch, natürlich, hier kommt das Land, wo kommen sie her? Ich gucke auch froh von einem Aktivitätssektor an, ich gucke auch froh von einer Meinung. Auch da gibt es verschiedene Meinungen, auch da gibt es verschiedene Profile, und ich muss auch da gucken, dass ich die Einzelprofile können an einem Biergerot
so repräsentieren, idealerweise auf Basis von dem Schwur, den wir können machen. Richtet sich dann um Undeel von Frontalien und der aktive Bevölkerung finalement? Die mengt, was Länder Frontalien am Biergerot. Nee, also das desideiert gehen natürlich also no, wenn wir die ganze Bevölkerung holen, natürlich holt man nicht die Aktivbevölkerung, immer die ganze Bevölkerung, das festgehalten gehen, das war mal zum Beispiel von den 60 Leitschwätze, von den 60 Member effektiv, dass man dort 10% aber holen für Frontalien, dass die auch mat repräsentiert gehen. Mit dem muss wissen, an einem qualitativen Exerzice, wo de in Echange geht, also nicht so wie an einer quantitativer Stöchspruch wie ein Questionär, wo ich so, ich muss da 12 von nicht 11. Ich muss die Meinungen können repräsentieren. Das heißt so, in der Schule 10% mal dran, nicht weil wir so, wir orientieren uns an irgendwelchen Schiffer. Weil ich so, wir wollen Frontalien matt an diesem Grab haben, für eben können, die Meinungen so zu repräsentieren. Aber der Meinung waren, dass wenn wir 10% von Frontalien mal dranholen, also 10% von denen 60, dass wir die können auch die Meinungen so repräsentieren, dass sie eben hier stimmen an diesem Klimabiergerot auch haben. Wann der Lab hätte ich nach ein ganz andere Frage, die betrifft doch nicht das Biergerot, mit dem Niveau innen drunter, wenn ich so will, die mich ging interessieren, wie die Lützebäuer politische Position zu stellen kann zum Package Fit for 55 von der EU-Kommission, da das ja ein wichtigen Package für die ganze EU an verschiedenen Teilen davon sollen 2023er Kraft treten, manche 2024. Rein zeitlich wird sich das vielleicht komplex überschneiden mit ihrem Timing, was du noch on top darüber willst setzen, ist vielleicht nicht aufzugesehen. Für allem Mengen auch sind für verschiedene Sachen das Klimaminister zuständig, das Energieminister, für andere Sachen das Finanzminister, auch für die Sachen, die fiskalischen Impact haben. Genau. Wie geht das koordiniert? Wie könnt ihr die letzte Position zu stellen? Ja, das ist eng von den Aufgaben, die den interministeriellen Klimakomitee hat, dass man unter anderem den großen Package Fit for 55, der wirklich auf viele Bereiche geht, der hat von der Proposition von Auto und CO2 und Cars über den Effort Sharing, also wer das den Effort für all Land an den Emissionshandel, bis ran eben an den Finanzbereich, aber für allem auch am Energiebereich, natürlich, das ist immens wichtig, dass sie sich so gut aufstimmt. Oder rezent auch an der Taxonomie, dass sie gut aufgestimmt ist. Und dafür haben wir für die ganze Package an insgesamt eben den Klimavolley haben wir am Komitee interministeriell 4 und den wichtigen Sitzungen, wo dann noch Ministerin teilnehmen, immer auch eine Aufstimmung. Das ist eine von den Aufgaben, eben nicht nur just den nationalen Volley zu suivieren, aber eben auch, wenn wichtige Entscheidungen sind, die EU betreffen, sind da eben zusammen an dem Komitee nach einmal darüber diskutiert, wann es machbar ist, wann nicht, geht das natürlich zwischen den Akteuren und via Mail. Aber normalerweise gucken wir, dass die Aufstimmung auch an dem Komitee interministeriell mit geht. Wo es mit der von den unterschiedlichen Ministerien natürlich alle gut repräsentiert sind. Fanny Kindscho Mertel schon eng froh fir den Premierminister fir allem könnt ihr Vierstelle so Biergerät auch fir andere Bereiche anzufeieren, kann ich für andere fischgesellschaftlich froh wie Logement, Demokratie oder das Lummel ein Exercice just zu dem Heithema gemacht hat. Also Lummel den heutigen Exercice, das Engagement, den ich auch geholt habe beim Etat de la Nation. Beim Logement habe ich auch eine Ritschule Leute, die mal so, sie will unbedingt drüber schwätzen. Das wisst ihr ja, als der Lehrstadt Tripartit, wo ihr bist, du hast wieder für so drüber schwätzen. Dem Herr Cox, sein Büro ist ob. Den Vater ist schon auch ein Promoteur, den man für kurz mal bei Antenne gesagt hat, den hat gerne ein Tripartit mit dem Team. Den Fett als den Logementsproblem als ein, wo man muss mit den Gemengen, wo man muss mit den öffentlichen Akteuren am Bausektor für allem weiterkommen. Und dort die Influenz von den Bürgern aber limitiert auch aus, weil dann nur sind Baugenehmigungen, das Kompetenz von den Bürgermeistern etc. Da soll die nicht Leute versprechen, dass am Anfang über alles eine Solution direkt von geht. Das ist wirklich ein Plan, den wir haben. Wo wir bereit sind zu so einer kommen, die Bürger nur, sie dann nicht nach bereit mehr zu machen. Beim Logement wie ich nicht werdet da keinen Sinn. Wir politisch Programme, die kommen, die eng so, sie hätte gerne eng
Possibilité d'Expulsion, dass ihn expropriiert kann. Das sind alles Punkte, die die eine oder die andere Parteien am Anfang an ihrem Wahlprogramm auch haben. Was für uns wichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, am Logement, ist, dass wir endlich eine Reform von der Grundsteuer des Steuerwerte gehen, dass wir endlich eine Taxation von Edelstunden Terrain machen, dass wir endlich Edelstunden Wohnungen auch taxieren, dass selbst jetzt gibt seit ich kann mich bei 20 Jahre erinnern, darüber diskutiert, aber wir wollen das Jahr, kann ich so 2022 auch mit konkrete Propose kommen. Den Exerzice von Demokratie partizipativ, wie man das heute auch Mensch, also wichtigen Exerzice an einer Materie Law, wo man der Meinung sind, dass man die Leute auch mattuellen müssen. Mais ce n'est pas exclu, dass nach anderen Sujets könnte kommen, wo es steht, hey, wir werden nicht auch da so ein Exerzice zu probieren. So, du hast die Echtkeit, wo man das auf großem Niveau auch macht, mit den 100 Leuten, die wirst du das schon auch einer mit kleinen Experienz wäre, wo ich da positiven Impact komme. Also, hey, soll man den Dote Biergerrot aufwerten, Resultate aufwerten, mit dürfen Leute doch nicht enttäuschen, mit dürfen Leute nicht so und alles weiter so, wird direkt zu ihnen umgesetzt, weil das wünsche ich wieder gesagt, dass sie politisch Decisionen, die da müssen geholt gehen, wie wir sollen Leute recht gehen, Initiative können es proposieren, zu so, was sie von den Mengen, von dem anderen auch halten. Und wir sehen, dass du aber eine Bereitschaft hast, für auch mal zu machen. Mit den Fakt ist, dass nicht exklusiv ist, nur nach einer Sujet können zu hören, aber wir nächstes Jahr auch einen Termin, den dann für die nächsten 5 Jahre auch zählt. Dann den heutigen Exerzice soll das Jahr aufgeschlossen gehen, und da sollen wir auch eben eine Konklusion darüber ziehen. Wir sind nicht den hermetisch ist für die Bürger Bedeligung, au contraire, ich meine, da ist auch eine Volontät da ist von den Bürgern für zu diskutieren. Ich muss nicht die Leute gefehlt gehen, weil wir nach immer ein Parlament, weil doch gewählt wird, und du musst noch den richtigen Equiliber finden mit den gewählten Volksvertretern, weil direkt, wie man vom Biergerrot, du siehst verschiedene Leute, die gemerkt haben, ja, was machen wir? Parlament ist ein Element zentral, es gibt ja kein Gesetz zuletzt gestimmt, ohne Parlament. Und also konträr ein Input, den wir auch von außen kriegen, und ich meine, dass die noch nicht kaschöden, auch zuletzt. Wenn ich vielleicht nach Person, ich meine, was wichtig war an unserem LIT-Biergerrot, das war die Wissenschaftsbegleitung. Wir hatten eine Klein, wir hatten den Raphael Kies, wir hatten noch 3 Jahre Wissenschaftler. Ich meine, die ganz proaktiv Partizipation vom Bürger, das ist kein einfachen Exerzice. Das muss professionell organisiert sein. Du musst auch etwas dabei rauskommen. Da muss die Wissenschaft gehen. Und ich meine, was schon flott ist, dass das die Equipe, die den Bürgerprozess Luxemburg schon sicher organisiert hat, ist schon auch ein Teil von dem heutigen Exerzice. Und ich meine, das, was man aber vielleicht heute können so ist, dass man nur dem Klima-Biergerrot vielleicht dann noch als zusammensitzen und so, was hat das brücht, haben wir das gut gemacht, und dass ihr dann seht, okay, ist das eventuell ein Instrument, was den dann vielleicht an einer nächsten Legislaturperiode denken kann, mehr institutionalisieren. Aber kommen Sie mal froh, ich meine, Datei sind auch, par rapport zu dem, was man in anderen Ländern, ich meine, das, was wir hier machen, ist wirklich auch Frontrunning, auch wenn man das vergleichen mit anderen Ländern. Ich will schon invitieren, den 20. Januar, wenn wir das Bürgerkomitee Luxemburg Inquisition aufschließen, und dann kriegt ihr auch ein Gespür dafür, wie ambitiös, wie challenging auch die Bürger sind. Und ich meine, das ist immens flott, dass wir die Bürger, die wir quasi ein Jahr lang an dem Prozess hatten, als Person Ressourcen haben, an dem heutigen Prozess. Ich meine, das ist richtig spannend, und das hilft uns wirklich als Politiker, das ist keine Bankrotterklärung, das ist moderne Politik, wo in die Bürger mithält, und auch Test, wo die Bürger ist, par rapport zu verschiedenen Maßnahmen. Ich erlaube mir auch noch ein Frage zu einem anderen Thema zu stellen. Die Regierung hat heute ein neues Covid-Gesetz annonciert, das soll nächste Woche an der Chambre da gestimmt geben. Das sieht die Chambre, kann auch das Woche sein, weil es geht darum, dass man bei den Isolementen an eine Situation kommt, wo das Land nicht mehr funktioniert. Also all das ist wichtig. Wenn ich noch wollte fragen, die hat auch von einer Impfpflicht geschwärzt, dass du so sehr wie möglich soll dein Konsultationsdebat
stattfanden, dass für den Moment dann noch so ein Gesetz pratzen sollte, dezidiert gegen eine Impfpflicht anzuführen. Für was guckt er nicht für das führen dem Hai-Gesetz nach, das noch kann er das Hai-Gesetz auflesen? Weil man haut 3 neue Minister vereidigt haben, anscheinend, dass so eine Decision von einer Regierung muss von einer Regierung unterstützt gehen, wo nicht 3 Leute nach 2 oder 3 an einer Regierung sind. Hier ist, wo man wisst, dass die Regierung komplett ist, das ist seit heute ein Fall. Wir werden Freitag eine nächsten Tour auch darüber machen am Regierungsrat. Der Text wird nicht fertig sein. Der But ist, wir freuen ein Debat de Konsultation. Das heißt, wir werden an die Chambre gehen, an dem es mal hin zur Verfügung gehen, die Dokumente, die man haben, das heißt, die Tüte Juridiken, wie an dem einen oder dem anderen Land ist, wie kompatibel ist mit der Verfassung, denn wie zum Beispiel vom Ethikrat, wisst, dass du da schon ein Gritsch von Leuten sich auch sehr tun, da kann ich mit, also all die verschiedenen Gremien, die da gehen. Und da wird mir der Chambre, weil wir wollen noch von der Partei wissen. Wie steht ihr dazu? Weil es gibt Nuancen zwischen dem einen und dem anderen. Und es ist wichtig für uns, dass wir da nächste Woche oder in 2 Wochen den Debat können haben, für das wir gucken an dem dort Kontext de breedste möglichen Konsens auch zu finden. Es wird nicht gut, wenn man über den Impfpflicht dann nur aufstimmen, dass es 31 zu 29 könnt. Wenn ein Wunsch aus der Chambre kommt, wird nicht zu machen, dann ist er. Ich will just, dass die Frau tranchiert wird. Ich will nicht, dass man nach Wochen am Main werden, für zu gucken, will man kein, soll man nicht. Wir müssen hier tranchieren, gëtt eng as eng Volonté an eng Majoritépolitik do fir se ze machen, awer jo en adwenge Konditionen. Wammer se machen nämlich muss ich wissen, wat dann no och de Korolär ass. Wat sind Sanktionen, wat sind Konditionen etc. Wie get dat organisiert, an du muss noch die verschiedenen Dokumente erfroen hunn, an mir willen dat en Freischnechen Tour hunn, Wa man frei schon fertig sinn, dann können wir mit der Chambre gucken, dass das so wie méi organisiert gëtt. Ich hat nach gerne am Januar. Ich mich engagiert fir mit Januar hat ich gerne van die Woche Truppe aus am Januar als auch nicht schlimm, das mit dem anderen nicht zu dienen. Die Situation mit dem Omikron, wo man gesehen, dass Zahlen wirklich hoch sind, ich hatte für eine Zing, die ich gesagt, wir riskieren einen Tsunami von Infektionen zu kriegen, als am Gang auch zu geschehen. Wir sind zwischen 1500 und 2000 Infektionen den Tag, über 2000 sogar, also das heißt, wir wissen, dass es ein großes Zahl ist, und da muss man evitieren, weil aus einer Experienz, die man haben, ansprechen, Holz haben. Als der Verlauf von der Krankheit ja nicht so schlimm wie das, was man bislang kannte. Es schenkt, wie war ein Rutsch, der Groß von den Leuten noch feiern, die schon nicht mehr positiv wären. Da für den neuen Text, da sind noch 5 am 6. Tag von ihnen geimpft wäre, kann einen Schnelltest machen, und es kann auch schaffen gehen. Für Wert, weil man riskieren. Und das ist genau, was ich auf der ersten Pressekonferenz gesagt habe. Das waren die Leute, die an Isolation sind. Und aber am 5. und 6. Tag am Anfang negativ sind, dann können rausgehen. Heißt sie feiern dich. Die man wannen. Feier dich, sie 40%. Wenn ein Doktor nicht kann an Spital gehen, wenn ein Infirmier nicht kann an Spital gehen, wenn ein Prof nicht kann an die Lycée gehen, wenn die Polizei nicht kann hier abschmeißen, wenn die Pomsche nicht kann feierlichen, haben wir das Risiko, dass man total blockiert gehen. Und da, wenn sie die dort Initiative, wenn negativ ist, kann ja nicht Männer wie 2-mal negativ sind. Das heißt, den 2-mal negativ ist, der 5. und der 6. Tag, dass den dann nur auch der 6. Tag kann nicht schaffen gehen, am meisten, dass er dort noch verkehrt ist. Und hier ist ein bisschen viel normal können auch zu leben. Natürlich lohnt nicht mit der Impfpflicht zu leben, weil wenn man sogar eine Impfpflicht machen, das ist keine Antwort auf die Omikron. Die Omikron ist lo. Die Impfpflicht ist auch für die nächsten Wochen, weil die Impfpflicht geht ja auch von heute auf morgen auch direkt können umgesetzt werden. Wir kriegen nicht 100% von den Leuten, die geimpft gehen, in den nächsten 2 Wochen. Das muss Ihnen auch bewusst sein. Riskiert nicht, dass die Leute ein bisschen durchnehmen, wenn alle Wochen nächsten neue Covid-Gesetz können, dann alle Wochen nächsten neue Regeln. Riskiert nicht, dass die Leute noch nicht mehr wissen, was für sie gilt, wenn sie sich für dich, für zwei, für drei impfen lassen. Also nur hatten ja auch noch. Das nicht einfach. Also wir sind als eins, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wir dafür sind auch ganz froh, dass wir keine Stufenplan haben. Die Stufenplan, die ihr gesagt habt, von der über 1000 oder 1500, das sollte ja mathematisch sein, über 1000 oder 1500 muss der automatisch Lockdown haben. Da wir mehrere nicht an einem Lockdown. Wir sehen aber an den Spitälern schon zu die Stabilität haut als nach da. Sie hast du, ich packe und holst, und dass das auch so an den nächsten Tagen eine Woche noch so bleibt. Das sind die Experienzen, die wir gesagt kriegen aus dem Ausland, aus Großbritannien, aus Dänemark, die Länder, die am meisten noch konfrontiert waren mit der Omikron-Variante. An der Verlauf schenkt bei denen Leute, die geimpft sind, geimpft sind, ganz klein zu sein, der Verlauf von der Krankheit. Bei nicht Geimpften,
wissen nach nicht, du sind die Tüten, die so das mehr kritisch, das man kritisch mehr. Bei geimpfte Leute schenkt es den Omikron Verlauf zu holen, den auf jeden Fall ganz klein ist. An die dorten Aktionen, an Rapid-Aktionen, die wir holen, als eben für zu evitieren, dass man, wenn man haut 2000, nur 2500, über 3000 oder 4000 Leute, man auf einmal 20, 30, 40 oder 50.000 Leute haben, die zusammen am Isolement sind, weil dann funktioniert gut nicht mehr. Schon ein klein froh oder an Nuschloss zu dem, was du gesagt hast, die wird Impfpflicht, wie war das der Justizminister Santans und das schon am Gang Gesetz zu präparieren, wenn der als echt eine Orientierungsdebatte will machen? Nee, für den Draft, die präpariert wird, das ist kein Text, das ist ein Draft, die präpariert gehen as, für ob man es eine Basis von Diskussionen können zu holen. Da sind ja verschiedene Optionen dran. Das nicht, dass steht das so, es steht das so, kann auch so sein. Die Punkte, die für uns wichtig sind. Wir wollen an der Chambre hin nullausstören, an daraus Konklusionen ziehen, an den Text geht dann nur Deposit. Wir gehen nicht an die Chambre, an der machen wir Debatte Konsultation. Das brauchen wir keine Debatte Konsultation. Als jo, normal ist immer gewinnt, dass Deputäten als jo vorstellen. Hier ist jo umgedreht. Die hat von Partizipation geschwärzt. Hier ist ein Beispiel, wo wir als Regierung die Chambre konsultieren gehen, für zu fragen, was haltet ihr von der dort froh? Auf welchen Positionen von dem einen von dem anderen. Was der Bitte dann nur als der größte Konsens auch zu finden. Wenn man am Tonso ein Gesetzesprojekt sucht, die dann erst empfangen, bei den 2 oder 3D-Stunden, wenn die Debatte Konsultation kann, so sehr wie möglich organisiert gibt, weil wir auch als Regierung schon die Texte auf dem Reichswille basieren oder die können auch zur Verfügung stellen, das heißt, Verfassungsspezialisten, Ethikspezialisten, dass in die Dokumente auch da schon mal zur Verfügung stellt, mit man am Tanson als mandatiert für den Text ausschaffen mit verschiedenen Optionen, an die wird man dann freilich nicht das Gesetzesprojekt, mit dem Frohkatalog, den wir da schon mal wollen gehen, schon zusammen ähnlich. Ja, der Fall ist, das was ich probieren zu erklären. Nur der Konsultationsdebatte können wir nicht einen Text von A bis Z frisch schreiben. Das heißt, das ist ein Text, das ist ein Lückentext, wenn der Leber hat. An den Lückentext muss gefüllt gehen. Das ist wichtig, dass wir schon eine Epin doch Saal kriegen, für das wir dann nur, so sehr wie möglich, bei einer Woche können auch einen Text fertig haben. Mit einem Text de loi, als nicht wer der aus der Fang gesucht. Also das für allem bei so einer Frau, mensch als wichtig, dass sind die verschiedenen Sachen zusammen präpariert mit also Lückentext, den dann nur eben nur den Gesprächen, die man an der Chambre noch weiter gefüllt. Ich komme ein zurück auf die andere Konsultation, für die wir eigentlich sind. Ich wollte just nach ein ich überlege, wie ich das nur muss für den Grand Public kurz schreiben. Und wenn ich richtig verstanden habe, dass von denen 2 den Klimabürgerrat soll, so wie weit die bereit ist zu gehen, das ist auch Ziele festzulegen, die zwar wie dir so dann RNA schon ein bisschen sind, aber auch konkret Mesuren proposieren, wie zum Beispiel eine Kopplung vom Wurst zum Mutter, ich weiß nicht was. Oder mehr. Herr Auner, es gibt kein Tabu. Sie müssen die Dynamik haben. Das was Sie müssen die Information kriegen, wo Sie mal drin. Das ist das, was man am Tisch wieder erklärt hat. Wir müssen hinten so als Situation. Wenn wir nichts machen, also so. Wenn wir das machen, was wir so tun, also so. Wenn wir mehr machen, kann es so gut. Lo als du ich. Das ist der Bitte. Ziele setzen oder konkret Propositionen? Nicht ausgeschlossen. Mit der Bitte als Mesuren ausgeschlossen. Kann die Illusion haben, wir gehen auf 80%, 90%. Der Bitte als nicht einfach so ein Ziel zu sagen. Der Bitte als zu sagen, ob wir sind wir bereit zu verzichten, was sind wir bereit zu ändern, für nur eben auch vielleicht mehr ambitiöse Ziele können zu erfüllen. Geht nicht um ein Ziel. Geht um den Weg. Vielleicht aus der Erfahrung von dem kleinen Exerzice, den ich mit 30 Spiele gemacht habe, muss ich als Politiker, also ich meine, den 2 Formen von Interaktion mit dem Bürger. Entweder es sind so, was ich will, und dann diskutieren ich bis mit dem Bürger. Oder, und das ist die Form, die mir Gesicht hatten am Luxemburg Inquisition, an die Rolle gesichert, ich mache ein Kader, wo ich eine repräsentative Gruppe von Bürger von Lützeburg an oder von der eher funktionellen Lützeburg, von der Ökonomie Lützeburg, wo steht zusammen sitzen, hinnen en gewissen Expertise zur Verfügung stellen, für dat ze lass man so all op een ähnliche Niveau komme von Information. An Duno, und das ist ganz wichtig, Duno entwickelt dat sein ege Leben. An schon dat auch lo gesinn beim Luxemburgischen sich, an sie
machen dann. Ich mein, dat wat mir ich versprechen ass, dass mir dat wie Xavier se kein Tabu, wat sie op den Duch bringen, dat bringen sie op den Duch an Dönno, an dat das fichtech, Dönno geht dann an Chamber, dat gëtt an enger transparenter öffentlicher Diskussion ginn die Proposen kommen op den Duch, an dann sie mir auch quasi gezwungen, dazu Stellung zu holen. An ich mein, dat schon wirklich en weiteren konkrete Beitrag zur Demokratie lo an dem konkrete Fall vun Klimaschutz. Ich gesehen dat direkt am Blick von mir an, dass viel Klo an segem Kapas. Ja, dann mammer Bëttel 3. Das, also könnt doch nur so, dass Fehlbredung für Büttel 3. Vielleicht gebe ich Merci so. Ich hätte aber noch zwei Folien, wann gibt es die eng, die bezieht sich auf die Zusammensetzung von dem Gremium, also vom Biergerot. Wann ich richtig mich erinnere, wer am Luxemburg Transition, bei dem Biergerot wären die Jung überrepräsentiert, was so gewollt wäre. Das ist vor, das hat auch, weil Kinder ja so die Jung geht hier Zukunft, also sollte vielleicht auch mehr Junker dabei sein, für Mathe schwätzen. Und die zweite Frau, die hat von 3 Appell d'offre geschwärzt. Wen die echt gewonnen hat, das haben wir eigentlich noch mitgekriegt, das ist Tiana Silres. Was wären die 2 anderen, wen hat sie gewonnen? Ich habe die zweite Frau nicht verstanden. Die Appell d'offre, von denen da geschwärzt hat. Die zwingte schon, wer sind die so? Okay, also wat Repräsentation krit natürlich ist immer schwer wie ein Profile gern hat heiers da echt so wie man gesot und Ambition als Gesellschaft zu repräsentieren. Dat hecht net dass Stadt kann machen mat 10 oder 11 oder 12 Jonken oder dass der Dat muss 20 sind. Geht einfach darum, dass die Jung auch hier Stimme hunn. Aber es geht doch nicht darum, dass die Jung eng überrepräsentiert sind, sodass du eng Dominanz racken. Es geht einfach darum, die Gesellschaft halt zu reflektieren an ihrer ganzer Struktur, wie sie ist. Sehr wird über Profile, was den Alter betrifft, Geschlecht, aber auch von den Kulturen, an den Meinungen, wie sie halt zu Lützeburg bestehen. Also dass da keine Überrepräsentation geplant, dass ich das Kontra. Wir versuchen eben, den Equiliber herzustellen, den repräsentativen Echantillon erlaubt. Voilà, große Merci an ihr noch schönen Tag. Merci.